Türe ist aufgegangen und der Stefan ist direkt in die Küche gerannt. Mami, ich muss dir unbedingt etwas erzählen. Das erste Mal ziehst du deine Stiefel aus. Der halbe Wald schleppst du wieder ins Haus. Willst du denn aus der Küche ein Schlammloch machen? Wie manchmal soll ich dir noch sagen, dass man nicht mit dreckigen Schuhen ins Haus kommt? Ja, ich weiss. Enttäuscht dreht sich der Stefan um und geht wieder raus. Er hat jetzt keine Lust mehr gehabt, der Mutter von seinen Abenteuern im Wald zu erzählen. Langsam geht er über den Hof zum Schuppen durch. Dort hat er am Onkel helfen, den Schlitten mit Heu zu beladen. Sein Onkel geht eben amigs in den Wald Tiere füttern. Im Schuppen ist der Onkel Hans schon fast fertig mit seiner Arbeit. Stefan, was machst du wieder für ein langes Gesicht? Freust du dich denn nicht, dass der Samichlaus heute kommt? Der Stefan wird vor Schreck ganz weiss im Gesicht. Er hat nichts mehr gesagt. Das hat er total vergessen gehabt. Ausgerechnet heute muss ihm das mit den dreckigen Stiefeln in der Küche passieren. Dann stampft er trotzig mit dem linken Fuß auf den Boden und sagt: Der Samichlaus finde ich blöd. Und Nüsse und Mandarinen habe ich ja eh nicht gern. Und der Lebkuchen kann er auch behalten. Wütig ist der Stefan zum Haus zurückgelaufen und sitzt auf seinem Lieblingsplatz, vor der Türe im Eingang. Weiss echt der Samichlaus, dass ich heute mit dreckigen Schuhen ins Haus gelaufen bin? Stefan ist es schon nicht ganz wohl gsi. Er ist noch nicht lange auf seinem Plätzchen auf den Stegen gesessen. Da ist die Mutter gekommen und sagt zu ihm: Stefan, komm doch ins Wohnzimmer. Der Samichlaus kommt bald. Stefan, seine Mami, ist gerade am Anzünden von der ersten Kerze vom Adventskranz. Da klopft es schwer an der Türe. Der Samichlaus ist hineingekommen. Ein grosser Mann in einem riesigen roten Mantel und mit einem langen weißen Bart. Und mit jedem Schritt, wo der Samichlaus in die Stube hineingekommen ist, hat sich der Stefan in den hintersten Ecken der Stube verzogen. Schliesslich ist er unter den Esstisch gekrochen und hat zwischen den Tischbeinen durch nur noch gerade die schwarzen Stiefel vom Samichlaus gesehen. Aber was ist denn auch das? An den Stiefel vom Samichlaus hat es kleine Schneeklümpel gehabt. Und die sind eins nach dem anderen auf den Stubenboden gefallen und haben angefangen zu schmelzen. Kaum hat der Stefan das gesehen, ist er geschwind unter dem Tisch vorgekommen und hat gesagt: Mami, der Samichlaus hat auch dreckige Stiefel an. Der Samichlaus und die Mutter haben zuerst ganz entsetzt am Boden geschaut und dann haben beide das Lachen nicht mehr verheben. Schliesslich sitzt der Samichlaus ab und sagt: Ja, lieber Stefan, auch ein Samichlaus macht manchmal Fehler. Komm, wir versprechen jetzt beide der Mutter, dass wir in Zukunft nicht mehr mit dreckigen Schuhen im Haus rumlaufen. Der Stefan war froh, dass die Geschichte doch noch gut ausgegangen ist für ihn. Und er hat es noch mal ganz fest versprochen. Also gut versprochen, Samichlaus. Und der Samichlaus ist ihm jetzt auch nicht mehr so böse vorgekommen. Zu Abend hat er auf seinem Nachttischli sogar noch einen Teller mit Mandarinli, Nüsse und einem grossen Lebkuchen gefunden. Der feine Lebkuchen hat er neben sich aufs Kopfkissen gelegt und immer wieder dran geschmeckt. Und dabei ganz fest an den lieben Samichlaus denkt. Ja, ich werde nie mehr mit dreckigen Schuhen ins Haus gehen. Glücklich und zufrieden ist er schliesslich eingeschlafen und hat träumt von all diesen vielen Tieren im Winterwald.